auch jetzt passieren darf, in dieser ganzen Corona-Thematik. Amen. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Haben wir in den letzten Teil von unserer Serie Alltäglich Glauben. Das ist auch unser Jahresthema Alltäglich Glauben. Alltäglich Glauben ist gar nicht immer so einfach. Ein Glauben zu leben, der jeden Tag verhebt. Und in dieser Serie wünschen wir uns, dass bei dir noch so eine Sehnsucht geweckt wird, eine Begeisterung geweckt wird, zum Entdecken, wie Jesus gelebt hat, zum Schritt machen, gerade in der heutigen Zeit. Und zum dürfen so einen Lebensstil annehmen, wo Jesus ähnlich ist und wo geprägt ist von ihm. Und wie immer gehen wir für das 2000 Jahre zurück in der Zeit. Wir gehen nämlich zurück zu Jesus. Wir mischen uns unter die Jünger. Du bist eine Jüngerin, ich bin eine Jüngerin oder du bist ein Jünger. Und wir gehen jetzt zurück. Es ist schon 3 Jahre her, seit du alles liegen gelassen hast, aufgestanden bist und dem Jesus nachgefolgt bist, deinem Rabbi. 3 Jahre lang, wo du Unglaubliches erlebt hast. So viel wie noch nie zuvor. Herausforderndes, Schönes, Wunder, Zeichen. Du hast so viel erlebt. Und gerade auch in den letzten Tagen ist so viel passiert. Es hat sich angefühlt wie so eine Gefühlsachterbahn. Ups and Downs, alles Mögliche. Zuerst hat es angefangen mit dem königlichen Einzug, wo Jesus, der Rabbi von dir, reingeritten ist auf dem Esel. Die Menschen haben ihm zugejubelt. Er ist in Jerusalem angekommen. Es war unglaublich für dich. Es war so ein Moment, wo du denkst, wow, jetzt werden die Träume wahr. Die Träume, wo Jesus immer davon geredet hat, dass das Königreich Gottes auf dieser Erde noch mehr wachsen und zunehmen. Von dem, was er immer erzählt hat. Und 1 Woche später hat sich alles geändert. Wir haben gemütlich mit Jesus das Passafest gefeiert. Und plötzlich ist er aufgebrochen und hat gefunden, jetzt gehen wir zum Garten Gethsemane. Du bist mitgegangen, hast es ein bisschen komisch gefunden, aber später hast du gemerkt, dass es noch schlimmer geworden ist. Wie aus dem Nichts raus sind die Soldaten gekommen. Und du hast dich gefragt, was wollen die vom Rabbi? Wieso nehmen sie ihn gefangen? Wieso nehmen sie ihn mit? Und in dir ist eine Angst aufgekommen und du bist weggerannt. Du bist so weit gerannt und du hast kein Auge zutun in der Nacht. Du hast nie geschlafen. Dir sind Gedanken durch den Kopf gegangen. Was wollen sie von Jesus? Was machen sie mit ihm? Wo haben sie ihn angebracht? Was wird mit ihm passieren? Und was machst du ohne ihn? Und noch bevor du verstanden hast, was wirklich passiert ist mit Jesus, hast du zuschauen, wie er durch die Gassen von Jerusalem getrieben worden ist und schlussendlich ein Kreuz angenagelt worden ist. Es war einfach zu erkennen, dass er unter Todesschmerzen leidet. Dass er leidet. Und wie hätte das kommen können? Vor einer Woche hast du gedacht, er wird König. Und jetzt ist er ein Schwerverbrecher. Es war ein schrecklicher Anblick. Der letzte Schrei hat er geschrauen und alles war vorbei. Und für dich sind Träume gestorben. Die Träume von einer besseren Zukunft. Die Hoffnung, die der Rabbi in dir geweckt hat. Und du denkst, das wird mal Realität werden. Obwohl die unendliche Traurigkeit du nie für möglich gehalten hast, ist das Unmögliche passiert. 3 Tage später war das Grab leer und Jesus ist auferstanden. Zuerst hast du es nicht wirklich geglaubt. Du hast gedacht, ja, das ist Einbildung. Da erzählen ein paar etwas Falsches, bis du ihm selber begegnet bist. Du bist ihm begegnet und du hast nochmal neu verstanden, dass Gott das Unmögliche möglich machen kann. Er ist auferstanden. Unglaublich. Und jetzt sitzt du bei Jesus mit den anderen Jüngern und du denkst, yes, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jesus ist auferstanden. Jetzt muss noch der Höhepunkt kommen. Und seine Stimme reißt sich jetzt gerade aus deinen Gedanken und er schaut den anderen Jünger und dir in die Augen und er sagt Folgendes zu dir. Er sagt, geh raus in die ganze Welt und verkünde allen Menschen die rettende Botschaft. Als du das gehört hast, hast du gedacht, hey, ja, klar, logisch, mit dir, Jesus, in alle Welt gehen und die Botschaft erzählen, kein Problem, da bin ich dabei. Bis du gemerkt hast, dass er nur eure Jünger meint. Du hast dich gefragt, wie geht das in die ganze Welt? Du bist vom Norden, von Israel, das weiteste, wo du je gekommen bist, ist Jerusalem, in die ganze Welt. Ich,
wie soll ich das machen? Wie geht das? Und Jesus redet weiter. Er sagt, es werden euch unglaubliche Zeichen und Wunder begleiten. Menschen werden befreit und geheilt. Ihr werdet nie allein gelassen, sondern für den Auftrag bekommt ihr einen Beistand. Unsicherheit kommt in dir hoch. Was, wenn die Leute das nicht hören wollen, und ich erzählen soll? Was, wenn Menschen nicht geheilt werden? Was, wenn Menschen nicht hören? Was, wenn ich das nicht kann? Und während all die Gedanken dir im Kopf so sich drehen, hörst du plötzlich ein Brausen, das vom Himmel kommt. Und das Unerklärliche passiert. Jesus fährt in den Himmel fort. Wir kommen wieder zurück. Es ist 2020. Sind alle noch da? Hey, jetzt ist der Moment. Das ist der Moment gewesen, der Zeitpunkt, wo die Jünger nicht mehr am Rabbi einfach nachfolgen können, nachlaufen, sondern es ist jetzt ihre Aufgabe geworden, das, was Jesus gestartet hat, weiterzuführen. Jesus ist in die Welt gekommen, er hat Reich Gottes mit sich gebracht und jetzt ist die Aufgabe der Jünger, dass sie das Reich Gottes verbreiten werden auf der ganzen Welt. Es ist ihre Aufgabe. Ich habe mir überlegt, was ist echt bei den Jüngern abgegangen, wo sie das gehört haben. Und ich glaube, wahrscheinlich war das eine riesige Herausforderung für sie gewesen. Unsicherheit, vielleicht auch Unverständnis ist hochgekommen bei ihnen. Oder wenn wir uns überlegen, gerade der Petrus hat vor ein paar wenigen Tagen Jesus noch verraten, wo verschiedene Leute ihn gefragt haben, hey, ist das nicht dein Rabbi? Hat er gesagt, nein, das ist nicht mein Rabbi, er hat ihn verleugnet. Und jetzt kommt Jesus und sagt, geh raus in alle Welt und verkünde Botschaft, die gute Botschaft von mir. Vielleicht hat es auch solche gehabt, die begeistert waren. Jesus ist auferstanden, yes, jetzt gehen wir und verändern die Welt. Der Auftrag. Wir kennen den Auftrag von Matthäus 28, wo steht, wir sollen selber andere zu Jünger machen. Der Joni hat letzten Sonntag auch zu dieser Thematik gepredigt. Und heute lesen wir in der Apostelgeschichte das genau Gleiche, wo uns einfach in einer anders geschrieben überliefert worden ist. Apostelgeschichte 1,8. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Jesus hat den Auftrag den Jüngern gegeben, rauszugehen, in die ganze Welt von ihm zu erzählen. Und dieser Auftrag, der gilt auch für dich und mich. Wenn du Jesus nachfolgst, wenn du ein Jünger oder ich sage eine Jüngerin bist, dann gilt er genau gleich heute noch. Ich möchte dich fragen, wie geht es dir mit diesem Auftrag, wenn du den hörst? Ich glaube, viele von euch haben das schon mal gehört, wenn nicht alle. Vielleicht denkst du, ja, jetzt kommt das wieder. Ich beobachte immer wieder Menschen, die sich sehr schwer tun mit diesem Auftrag. Ich persönlich kenne das auch. Ich habe schon viele Momente gehabt, wo ich gewusst habe, da könnte ich jetzt etwas sagen, aber ich weiß gar nicht, was sagen. Oder was, wenn es komisch ankommt. Oder was, wenn die Person mich nicht versteht. Vielleicht kennst du das auch, dass du manchmal findest, ich bin so unsicher. Ich weiß gar nicht, was ich diesen Personen erzählen soll. Oder vielleicht, dass du so beschäftigt bist mit deinem Leben, dass du gar nicht an den Auftrag denkst. Und merkst, ja, dein Leben ist irgendwie gefüllt mit vielem anderen, was auch wichtig ist. Vielleicht bist du zu fest mit dir selber beschäftigt. Vielleicht getraust du dich auch nicht, von Jesus zu erzählen. Ich glaube, wir haben schon oft davon gehört, aber wahrscheinlich haben wir alle immer wieder Momente im Alltag, wo wir es wie nicht schaffen, irgendwie nicht anbringen oder nicht daran denken. Und schau, trotzdem hat Gott seinen Blick auf Menschen, die ihn noch nicht kennen. Sein Herz brennt für Menschen, die verloren sind. Darum ist Jesus gekommen, oder? Er ist gekommen und er sucht die verloren sind. Menschen in Not. Es ist ihm ein Anliegen, dass sie ihn finden, dass sie gerettet werden, dass sie die Botschaft hören, die gute Botschaft von Frieden, Freude, Hoffnung, von einem total anderen Leben mit ihm. Und hey, ich glaube, es ist möglich, dass wir alle Schritt machen können in dieser Thematik, in diesem Auftrag inne. Ich glaube, dass wir heute so einen Next Step machen können. Der sieht vielleicht ganz anders aus als für deinen Nachbarn. Und wir schauen jetzt in der kommenden Zeit miteinander so ein paar Punkte an, die uns helfen sollen, die uns hoffentlich auch begeistern sollen für den Auftrag, wo wir alle drinnen stehen. Sind ihr bereit? Yes! Wenn wir Apostelgeschichte 1,8 anschauen, dann steht da, dass wir seine Zeugen sein sollen. Das bedeutet, wir sollen nicht
Evangelisten sein, die irgendwie auf die Straße rausgehen. Das bedeutet auch nicht, dass wir unbedingt die Gabe vom Evangelist brauchen, sondern jeder sagt, hey, bis mein Zeuge. Bis ein Zeugnis von mir. Was macht ein Zeuge? Ein Zeuge berichtet von dem, was er erlebt hat. Ein Zeuge sagt das, was er erlebt hat. Er bezeugt. Und die Jünger haben viel erlebt mit Jesus. Sie sind näher mit ihm unterwegs gewesen. Sie haben Intimität mit ihm gehabt. Sie haben ihn gekannt, wahrscheinlich wie fast niemand sonst auf dieser Welt. Sie haben Zeichen, Wunder gesehen. Sie haben gesehen, wie er Menschen heilt, verändert. Und Jesus sagt, geht raus und bezeugt das. Erzählt das. Bringt das weiter zu Menschen. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann lernst du ihn kennen. Ich hoffe, dass du Erlebnis mit ihm hast, dass du Intimität mit ihm hast, dass er dich verändert. Und du bist aufgerufen, von dem zu bezeugen. Und darin geht es nicht um theologische Diskussionen zu führen, was man wie jetzt noch sollte, auf welcher Stufe, sondern es geht rein darum, zum Bezeugen und nicht zum Überzeugen. Jesus ruft uns zu, hey, geh und bezeug. Ich habe lange Zeit gedacht, ich weiss viel zu wenig, zum Menschen vom Glauben erzählen können. Ich weiss, als ich jünger war, ich dachte, ich bin viel zu jung. So viele Menschen, so viel mehr Erfahrung als ich, was will ich schon erzählen? Bis ich verstanden habe, hey, eigentlich spielt es keine Rolle. Das Stärkste, was ich machen kann, ist das teilen, was ich mit Jesus erlebt habe. Das kann dir niemand absprechen, das kann dir niemand nehmen, das hast du erlebt. Es kann niemand kommen und sagen, Moment, aber ich habe da noch ein Gegenargument. Das ist deine Story mit Jesus. Das Geniale ist, Jesus gibt uns das Versprechen, du bist nicht allein. Gottes Geist befähigt dich da drin. Das haben wir auch in Apostelgeschichte 1,8 gelesen. Es war noch nie Gottes Idee, dass wir den Auftrag, den Plan, den er für unser Leben hat, einfach alleine vollbringen, auslaufen. Sondern schenkt uns den Geist Gottes, der dich übernatürlich befähigt, der in und durch dich wirkt. Schaut, ich glaube, die Jünger waren wahrscheinlich so verloren gewesen, wo Jesus plötzlich weg war. Sie haben nicht gewusst, was machen. Und er hat gesagt, ihr bekommt den Beistand, den Helfer, den Heiligen Geist. Und er ist gekommen ab Pfingsten. Er ist auf sie gekommen, er hat sie erfüllt. Und was ist passiert? Hey, sie sind kühn geworden. Sie haben Menschen erzählt, was Jesus da hat. Menschen haben sich für Jesus entschieden. Menschen sind geheilt worden. Zeichen, Wunder sind gefolgt. Und ich glaube, das genau Gleiche kann in deinem und meinem Leben passieren. Der Heilige Geist kommt mit seiner Vollmacht auf dein Leben. Und ich denke immer so bildlich, es ist wie so ein Mantel. Er bevollmächtigt uns, er führt uns. Und genau gleich kann er dich befähigen und kann in Menschen etwas bewirken, dass dafür Zeichen und Wunder passieren. Ich möchte dich fragen, glaubst du, dass der Geist Gottes das Gleiche durch dich tun kann? Auch heute noch. Erlebst du? Lass du dich auch immer wieder mal vom Geist Gottes erfüllen? Ich glaube, es braucht das Bewusstsein täglich, dass wir mit dem Versprechen gehen. Der Auftrag und das Versprechen kommen miteinander. Hey, ich lasse dich nie allein. Und Jesus ruft uns zu, hey, let's go. Dort, wo du angestellt worden bist. Mit deinen Gaben. Dort, wo du bist. Ob im Büro, in der Wirtschaft, wenn du kreativ bist, mit Künstlern. Hey, wenn du in der Schule bist, in einer Bank bist, let's go. Ich habe dich dort angesetzt. Du hast alles, was du brauchst. Und Epheser fordert uns auf, so die Schuhe von der Bereitschaft anzulegen. Bereitschaft zu haben, rauszugehen und zu teilen. Bereitschaft zu haben, zu sagen, ja, ich gehe, ich lasse mich senden in meinen Alltag. Das Geniale ist, wenn wir das anfangen zu machen, praktizieren, vielleicht ausprobieren, dann kann sich, oder ich glaube ziemlich sicher, verändert sich etwas. Und du wirst merken, dass sich auch etwas in deinem Leben verändern wird. Im Philemon 1, 6-7, da schreibt der Paulus, du praktizierst deinen Glauben, indem du anderen tatkräftig hilfst. Und ich bete darum, dass du gerade dadurch zu einem immer tieferen Verständnis für all das Gute geführt wirst, das uns durch unsere Beziehung zu Christus geschenkt ist. Also Paulus sagt ihm, hey Philemon, du praktizierst schon den Glauben, du liebst Menschen, du teilst den Glauben mit anderen, du gibst etwas weiter und ich bete
bete und ich glaube, dass du immer mehr Verständnis bekommst, dass du mehr Erkenntnis gewünscht, während du das auslaufst und praktizierst und tust. Wie spannend, oder? Ich begegne oft Leute, die mir sagen, ja, ich brauche zuerst mehr Erkenntnis. Ich brauche zuerst mehr Wissen. Und dann kann ich das praktizieren. Dann kann ich den Glauben teilen. Aber der Paulus sagt uns da etwas ganz anderes. Ich habe euch das da so aufgezeichnet. Es ist so wie ein Kreislauf. Ah, super, ihr seht es da oben auf dem Screen. Wenn wir anfangen, den Glauben mit Menschen zu teilen, dann verändert der Heilige Geist ihre Leben. Er redet zu ihnen, das kann nur er. Und was passiert? Wir bekommen Erkenntnis. Wir bekommen ein neues Bewusstsein für die Gnade. Wir wachsen im Glauben, wir machen Schritt. Er bewegt auch uns, er verändert uns. Und das hilft uns, um den Fokus nicht nach innen gerichtet zu haben, nur auf mich zu schauen. Plötzlich werden theologische Meinungen zweitrangig. Sollen wir jetzt die Orgel abschaffen oder nicht? Das ist etwas Zweitrangiges. Wie wir merken, hey, wow, der Geist Gottes wirkt, er bewegt, er tut etwas. Und wir wollen wieder den Glauben teilen. Und ich glaube, das ist so ein Kreislauf, der passieren kann, der stattfinden kann. Ich habe gerade vor ein paar Monaten mit 2 Personen geredet, die im Alpha-Life-Kurs waren. Sie haben jemanden eingeladen in den Alpha-Life-Kurs. Und ich finde das immer so begeisternd zu hören, was dort Gott tut. Und die 2 Personen sind unabhängig voneinander zu mir gekommen. Das sind 2 Begleiter. Und sie haben gesagt, hey, es war so begeisternd gewesen, nicht nur zu sehen, was Gott macht, aber er hat auch in ihnen etwas Neues geweckt und hat wie ein Feuer angezündet in ihnen. Und sie haben gesagt, ich will gerade wieder etwas Neues einladen, da müssen noch mehr Menschen kommen. Und das ist doch genau der Kreislauf, der Fokus gegen aussen. Und sie sind, den Glauben wieder teilen, laden Menschen ein, dass sie Jesus kennenlernen können, werden selber dabei verändert, kommen Erkenntnis über, tiefe Erkenntnis. Und ich finde das genial, wie der Geist Gottes uns in dem bewegt, verändert und beschenkt. Dort, wo wir manchmal das Gefühl haben, wir brauchen zuerst mehr von Jesus, dort haben wir eigentlich das, was wir brauchen, schon lange in uns. Und wir brauchen keine spektakulären Geschichten. Ich meine, die sind super, wenn es die gibt. Das ist genial. Aber hey, eigentlich können wir einfach teilen, was Jesus in unserem Leben gemacht hat. Dort, wo er deinen Charakter verändert hat. Wenn du das mit jemandem teilst, mit einer Freundin, und plötzlich sagt sie, hey, ich würde auch gerne noch mehr Geduld. Ich will auch verändert werden. Dort, wo du vielleicht in einer Abhängigkeit bist, von Pornografie, Alkohol, was auch immer. Plötzlich merkst du, dass vielleicht eine Person sagt, ich bin auch in einer Abhängigkeit. Und ich würde gerne loswerden und ich würde frei werden. Ich habe das mal erlebt mit einer Kollegin, die mit mir Zug gefahren ist. Sie hat mir irgendwann gesagt, dass sie immer so ein schweres Herz hat und so ein bisschen depressive Verstimmungen hat. Und sie hat gesagt, hey, du bist immer so fröhlich, du hast so einen Frieden. Und ich habe gedacht, jetzt erzähle ich, wieso dass ich diesen Frieden habe und so eine Freude in mir habe. Und ich habe mit ihr teilen, was ich erlebe, und ich habe für sie beten. Und ich habe gemerkt, sie hat das wie auch wollen. Und mehrmals betet, immer wieder, wenn ich sie gesehen habe. Und es ist etwas gegangen in ihrem Leben. Und das ist begeisternd. Oder wir können auch ein Leben führen, das andere wollen. Das heisst nicht, dass unser Leben einfacher wird oder wir keine Herausforderungen haben. Aber wie gehen wir mit Herausforderungen um? Die Leute schauen an. Und ich glaube, die Leute schauen an. Und ich habe das selber auch schon mit meiner Familie erlebt. Hey, wie Leute kommen und fragen, wie sind ihr jetzt gerade durch diese schwierige Zeit so in einer Ruhe durchgegangen? Und ich finde es genial, wenn wir unsere Geschichten teilen, was ja eigentlich nicht etwas mega Schweres ist, und dürfen sehen, wie sich Menschenleben verändert. Hey, was gibt es Besseres? So genial. Ich will noch weitergehen und für das gehen wir in Lukas 10. Das ist nämlich eine Stelle, wo Jesus 72 Jünger aussendet. Ich möchte mit euch oder einen Teil davon vorlesen. Ihr könnt einmal alles selber lesen. Und da steht: Geht nun und denkt daran, ich schicke euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Nehmt kein Geld, keine Tasche und keine Schuhe mit. Falls ihr unterwegs Leute trefft, lasst euch nicht auf lange Begrüßungen und Gespräche ein. Wenn ihr in ein Haus kommt, dann sagt, Friede sei mit euch allen. Wenn dort jemand Gottes Frieden bereitwillig annimmt, so soll der Friede, den ihr bringt, bei ihm bleiben. Wenn aber nicht, dann wird Gottes Friede ihn wieder verlassen und zu euch zurückkehren.
Deshalb bleibt dort, wo man euch aufnimmt, esst und trinkt, was man euch anbietet. Ich finde das schon mal genial, wie das da beschreibt. Du und ich, wir sind Personen, die den Frieden mit uns mitbringen. Das Shalom, so der perfekte Zustand von Frieden. Hey, du trägst das und bringst das mit, wie Gottes Gegenwart in dir ist. Ich will dir das zusprechen, wenn du dir dem nicht bewusst bist. Du darfst mit dem Bewusstsein und in dieser Sicherheit gehen, wie der Heilige Geist in dir lebt. Und das Spannende ist, bei diesem Text, Jesus sagt, sucht Personen, die euch und den Frieden, den ihr mitbringt, bereitwillig annimmt. Und das ist das Geheimnis, das man in den letzten Jahren entdeckt hat. Und zwar, dass es so Personen vom Frieden gibt. Man sagt denen, Personen vom Frieden, das sind Menschen, die offen sind für den Glauben, Menschen, die vielleicht empfänglicher sind, Menschen, wo der Heilige Geist schon etwas am Tun ist, in ihrem Herz inne, wo irgendetwas am Vorbereiten ist. Und Jesus sagt uns mit dieser Bibelstelle, hey, schaut spezifisch für so Menschen, die offen sind, die bereit sind zum Empfangen. Er hat das dazu mal schon den Jüngern gesagt. Und das gilt auch noch heute für uns, wie es so Personen vom Frieden auch heute noch gibt. Ich persönlich habe auch schon Kontakt gehabt mit so Personen. Ich weiss noch, vor vielen Jahren, mein Bruder und ich, wir haben jährlich so Viehschauen müssen gehen, wo wir mit unseren Kälbchen so im Kreis rumgelaufen sind und Sprüche gesagt haben und genau die lässigen Trachten haben dürfen anlegen und wir geliebt haben als Kind. Und wir waren mein Bruder und ich, wir sind in einer gläubigen Familie groß geworden. Glaube war für uns etwas total Aktuelles gewesen. Und es hat immer so einen jungen Mann gehabt, den wir jährlich getroffen haben. Und wir haben immer das Keibe Gaudi mit ihm gehabt und geschwätzt und immer so ein Update, wie war das Jahr gewesen. Und mein Bruder hat dann noch mehr Kontakt mit ihm gehabt als ich. Und wir haben uns etwa 8 Jahre nicht mehr gesehen, sind irgendwie die Wege auseinandergegangen. Und mein Bruder hat ihn etwa 8 Jahre später getroffen. Und als er ihn getroffen hat, hat er herausgefunden, dass er auch gläubig geworden ist. Und mein Bruder sagt, hey, wie cool, der hat Jesus gefunden, er ist gläubig geworden. Und sie sind austauscht, oder? So, wie er auf die Reise gekommen ist mit Jesus. Und irgendwann wird der Kollege ziemlich ernst und sagt zu meinem Bruder, Herr, jetzt muss ich dich etwas fragen. Wieso hast du mir nie etwas vom Glauben erzählt? Und mein Bruder steht dort und er sagt, hey, schau, meine Eltern haben sich scheiden lassen. Und für mich ist eine Welt auseinandergebrochen. 5 Jahre später hat meine Freundin, die 4 Jahre mit mir zusammen war, mich verlassen wegen einem anderen Typ. Hey, mein Herz ist gebrochen. Und ich bin in eine Depression gefallen und ich hätte Jesus gebraucht. Ich hätte vor allem den Frieden, die Hoffnung gebraucht. Und er hat gesagt, wieso hast du das nicht mit mir geteilt? Ich hätte das dort schon gebraucht. Und mein Bruder hat mir das erzählt und es hat mich so tief getroffen. Es hat mich so tief getroffen. Und ich weiss, es war für mich so ein Turning Point, wo ich gesagt habe, hey, ich will von jetzt an Menschen erzählen, was ich mit Jesus erlebe. Ich will nicht einfach so Chancen an mir vorbeigehen lassen. Ich will mich verfügbar machen für den Heiligen Geist. Und ich weiss noch, es war wirklich so etwas, was in mir so viel ausgelöst hat, dass ich gesagt habe, und jetzt erst recht. Weil er ist für mich so eine Person vom Frieden. Oder wie da in dieser Stelle beschrieben wird. Eine Person, die offen gewesen wäre. Eine Person, die auf der Suche gewesen wäre nach dieser Hoffnung. Jesus. Eine Bekannte von mir, sie ist mir mal immer wieder aufs Herz gekommen beim Betten. Immer wieder habe ich an sie gedacht. Und sie ist mir so, ja, so ein bisschen aufgelegen. Und ich habe mir gefunden, hey, ich suche jetzt den Kontakt. Jesus sagt ja auch, geht raus. Dann habe ich gefunden, hey, und ich gehe jetzt raus und ich suche den Kontakt. Und ich habe gewusst, sie hat nicht viele Freunde. Ich habe gedacht, jetzt frage ich mal nach, so ein bisschen nach den Freundschaften. Und sie hat so ein bisschen erzählt, dass sie eben Freunde suchen will. Und dann hat sie mich gefragt, was ich denn so viele Freunde habe. Ein bisschen austauschen. Und ich so, ja, ich habe auch viele gute Freunde. Und durch die Kirche gedacht, oder? Und gesagt, ich lade dich mal ein. Ich habe sie eingeladen. Sie ist in die Church gekommen. Sie hat nachher auch den Alpha Live gemacht. Und sie hat das Leben Jesus übergeben. Und ich sage jetzt mal, das ist so eine schöne Story, oder? Ich glaube, sie war auch so eine Person vom Frieden, die so offen war, was wie nicht, ja, Geist Gottes schon so viel in ihr gemacht hat. Und sie hat so einen Hunger gehabt. Und Jesus kann dich zu so Personen führen und er will dich zu so Personen führen. Jesus sagt aber auch, wenn jemand den Frieden nicht will, dann geht weiter. Probiert nicht mit Bügen und Brechen irgendetwas aufzuzwingen, sondern geht weiter. Haltet Ausschau für Menschen, die offen sind.
für den Frieden, das Shalom. Das heisst jetzt nicht, dass wir keinen Kontakt mehr haben mit diesen Leuten. Und mir hilft es so fest, immer wieder im Gebet Gott zu sagen, hey Herr, zeig mir heute die Personen, so die Personen vom Frieden, die näher an deinem Herzen sind, aber eigentlich dich noch nicht kennen, aber dich suchen. Das ist das Gebet, das mir hilft, um mir immer wieder bewusst zu werden, dass Gott mich zu diesen Menschen führen will. Es ist ein Gebet, das mir hilft und ich möchte dich ermutigen, nimm das vielleicht mit für dich. Sprich das zu Gott in deinen Zeiten, wo du mit ihm hast. Hilf uns, um die Menschen zu sehen, Menschen, die dir nahe sind, aber dich noch nicht kennen. Ich möchte dich ermutigen, in dem Sinne. Ich möchte dich ermutigen, zum Schritt zu machen. Ich möchte dich ermutigen, vielleicht einmal so aus der Komfortzone rauszugehen, dort, wo du bist. Wie wenn ich im Lukas 10 den ganzen Abschnitt lese, dann sehe ich, wie Jesus das mit so einer Klarheit sagt. Und er sagt es mit so einer Dringlichkeit. Und ich habe mir überlegt, im Vorhinein, was ist das für eine Dringlichkeit? Und mir ist so das Bild gekommen, wenn ich in der Nacht aufwache und das Haus vom Nachbarn brennt, hey, das ist dringend, dass ich gehe und etwas mache und dafür wer anruft. Ich gehe nicht nur duschen und mich schminken und anlegen, sondern es ist dringend, dass etwas passiert und geht. Und ich glaube, dass das so eine Einladung ist von Jesus, an dich und mich, zum Schritt machen, zum uns brauchen lassen. Und wenn wir weiter im Text gehen, dann sehen wir, wie Jesus über die Städte klagt. Städte, wo Menschen ihn ablehnen. Menschen, die sagen, hey, ich will nichts mit dir zu tun haben. Ich glaube, manchmal können wir doch auch das Gefühl haben, wenn wir vielleicht keine Not sehen bei Menschen, dass gar keine Not herum ist. Aber ich glaube ganz fest, wenn ein Mensch Jesus nicht hat, das allein ist schon eine genug grosse Not. Zurück zu dem, Jesus klagt über die Städte, er klagt über die Leute, die Nein zu ihm sagen. Und an anderen Stellen lesen wir, wie Jesus brüllt. Er brüllt über Städte, wie Menschen ihn ablehnen, wie Menschen sagen, nein, danke, nicht für mich. Nein, danke. Es berührt ihn. Und ich möchte dich fragen, lässt du dich auch berühren von dem, was Jesus berührt? Und ich habe mir überlegt, wie oft sage doch ich selber auch, nein, danke. Jetzt gerade nicht. Jetzt ist es vielleicht zu viel. Jetzt habe ich keine Lust. Vielleicht kannst du dich auch mal fragen, wenn du Nein, Danke sagst oder wo das Nein, Danke sagst. Jesus wünscht sich, dass wir seinem Ruf folgen, dass wir Nachfolger werden, dass wir Schritt machen, dass wir Jesus ähnlicher werden, aber er will uns auch aussenden. Er will uns aussenden, damit Menschen erkennen, wer er ist, was er da hat und was er noch tun will. Und ich glaube fest, dass er uns als Kirche nochmal aufruft und ermutigt und sagt, let's go. Hey, bist ein Zeuge. Erzähl von dem, was du mit mir erlebst. Mach Schritte in deinem Montag, in deinem Dienstag, dort, wo du stehst. Und ich will dich fragen, bist du ready dazu? Das ist die beste Botschaft. Und dort, wo du vielleicht nichts zu erzählen hast, will ich dich ermutigen, lade dich auf den Jesus ein. Such ihn. Such die Intimität mit ihm. Hey, stell dir vor, wenn du jemandem erzählst und darfst miterleben, wie sein Leben sich verändert. Das lohnt sich so. Es lohnt sich so. Gott ruft uns nicht nur in unseren Alltag, sondern es gibt auch Menschen, die Gott weltweit rausruft. In verschiedene Länder, zu verschiedenen Völkern, in verschiedensten Umständen. Ich glaube, das können sehr, sehr herausfordernde Umstände sein. Und mit diesen Versen ruft er uns Menschen oder die Einzelnen unter uns seit 2000 Jahren immer wieder ins Ausland, in die Mission. Schon seit 2000 Jahren hat er herausgerufen, dass Menschen die Heimat verlassen sollen. Und vielleicht ist auch heute so ein Moment, Gott mal die Chance geben, dass er zu dir reden darf. Vielleicht ist heute der Moment, wo Gott etwas in deinem Herz tut, etwas vorbereitet für die Zukunft. Und wenn das eine Thematik ist, die dich beschäftigt, wo du dich mehr damit beschäftigen willst, dann hat es eine Seite mission.ch und dort findet ihr noch viel mehr Informationen so zu der weltweiten Mission. Oder ihr könnt auch
ein Buch bestellen, das heißt Operation Welt, Operation World. Das ist ein Buch, das so ein Gebetsführer ist für jedes Land mit spezifischen Anliegen, wo man dafür beten können. Mit dem Ziel, dass Gottes Botschaft in die ganze Welt kommt. Und vielleicht ist es dran, dass wir zusammenstehen und beten für die Länder, für die Missionare, die dort sind. Yes. Hey, ich will zum Schluss beten. Ich lade euch ein, ihr dürft aufstehen, wenn ihr könnt und wollt. Vater im Himmel, ich will dir Danke sagen, dass du Jesus geschickt hast, der uns so vorangegangen ist. Und ich danke dir, Vater im Himmel, dass du uns rufst, dass wir mit dir gehen dürfen. Herr, ich bete, dass wir Menschen sein dürfen, wo es nicht nur um uns selber geht, nur um unsere Bedürfnisse geht, sondern dass wir Menschen sind, die uns rufen lassen. Herr, ich danke dir, Vater im Himmel, kommst du mit uns? Hast du uns den Geist Gottes gegeben? Hast du uns diese unglaubliche Kraft gegeben? Und ich danke dir, bekommen wir tagtäglich Möglichkeiten, die beste Botschaft der Welt zu teilen. Danke, gibst du uns heute die Möglichkeiten. Danke, gibst du uns offene Augen, offene Ohren, einen Freimut, eine Leichtigkeit. Ich bete, gib uns so ein Herz, auch irgendwie in unserem Herzen so eine Dringlichkeit, so ein Berührtsein. So wie du über Menschen brüllt hast, Herr, über Städte brüllt hast, dass das nicht einfach an uns vorbeigeht. Also wir wollen den Auftrag wahrnehmen, Jesus Christus. Ich danke dir vielmals, Herr. Wir lieben dich. Ich bete, dass du uns segnest, dass wir den Segen einfach dürfen, uns dem bewusst sein, Herr. Damit wir Zeugen sein können,